Unzählige Automobilisten werden dieser Tage im wahren Sinne des Wortes am Berg sein. 90% davon nur deshalb, weil ein Lenker oder eine Lenkerin am Berg sich falsch verhält, stecken bleibt und so ein Chaos verursachen wird. So fährt man richtig an, mit einem Minimum an Gas. So wenig aufs Gaspedal drücken, dass der Motor beinahe abstirbt. Einkuppeln so fein, wie wenn zwischen Fuß und Pedal ein rohes Ei wäre. Wenn die Räder im ersten Gang durchdrehen, lohnt sich ein Versuch im zweiten Gang. Automatische Schaltung ist gemäß Fachurteilen ein großer Vorteil. Wenn es trotzdem nicht klappt, Rückwärtsgang vom Straßenrand in die Straßenmitte, dorthin, wo der Schneebelag am griffigsten scheint. Nützt auch das nicht, so müssen Mitfahrer Hand anlegen. Nicht mit kräftigem Stoßen, oft geht es viel einfacher, zum Beispiel so. Weil dieser DKW Frontantrieb hat, wird die Vorderachse belastet. Bei Wagen mit Hinterachsantrieb müssen die Helfer nach dem Anstoßen auf die hintere Stoßstange springen. Zusätzlich hilft Wippen. Bequemer geht es noch, wenn ein großer Kofferraum leer zur Verfügung steht. Was aber, wenn man alleine unterwegs ist, wenn kein freundlicher Automobilist und kein Fußgänger hilft? Nicht immer ist ein hilfreicher Bauer mit einer Schaufel Kies, Splitt oder Sand in der Nähe. Also im Wagen als zusätzliche Belastung selbst Splitt mitführen. In Notfällen helfen auch Tannäste anstelle von Sand und Kies. Und wieder sanft mit wenig Gas anfahren. Viele Automobilisten kennen auch den Trick mit dem Bodenteppich des Wagens. Dieses Missgeschick lässt sich vermeiden, so zum Beispiel. Wenn alle diese kleinen Hilfen nichts nützen und keine Ketten vorhanden sind, dann kommt die allerletzte, die Vernunftslösung. Man kapituliert, fährt zurück, sucht einen anderen Weg. Lieber umkehren, als weiter oben erneut am Berg zu sein und anderen, besser ausgerüsteten Wagen endgültig den Weg zu versperren.